Leute, keine Angst, nicht mehr. Ich kann langsam nicht mehr. Willkommen zurück hier bei unseren 3 Titan Lords. Und ja, was Monster betrifft, haben wir hier auf der Westside schon ziemlich gut aufgeräumt. Natürlich ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Bring mich ins Fischerdorf. Folge mir. Volgangus ins Fischerdorf, wir waren bereits. Auch ohne ihn, wir waren schon ziemlich, ziemlich vielen Orten bereits. Also zumindest hier der Westside ist ja soweit eines Wir sind da. fertig. Sieh dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Jo, ein anderes Mal, Kumpel, aber dankeschön. Sei vorsichtig da draußen. Jo. Hatten die jetzt hier noch ein paar Quests offen? Ich glaube schon, wa? Das ist doch alles... Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker und Stein noch cool. Dafür bin ich nicht gut genug. Och, come on, Kumpel. Ich möchte ein besserer Taschendieb werden. Alles klar. Jo, alles klar. Hattest du noch etwas? Ah, genau. Die Viecher am Strand sind erledigt. Wirklich? Alle Viecher? Ja. Das ist gut. Dann können wir wieder Fische fangen. Hab vielen Dank. Was möchtest du als Belohnung haben? Ich will nichts herben, ich helfe gerne. Ja, komm, brauchen Seele Plus, obwohl, brauchen wir gar nicht, wa? Naja. Ich will nichts haben. Ich helfe gerne. Bist du dir sicher? Ja. Wow, danke. Es gibt wohl doch noch gute Menschen. Und vor allem solche, die Das heißt, keine Fische. Es tut mir ja leid, Ja. aber du hast doch solche, gehört, die was gute ich Menschen gesagt sind und solche, die gute Menschen sein müssten, weil es sonst böse werden. Also eher so wieder, weil ich dachte, wo waren wir Wir müssen sonst auch noch? sehen, wo wir bleiben. Ah ja, genau, der hier. Messer werfen jetzt zwar schon cool wieder mal, aber mache glaube dann doch auf Taranis. Mach jetzt hier irgendwie weniger Bock drauf. Verdammter Mist. Nun gut, Was soll ich den okay. anderen denn- Ab zur Zitadella. Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? 10 Stück würden schon reichen. Nö, sorry. Nein, ich habe keinen Fisch. Das ist schlecht. Aber da kann man nichts machen. Folge mir. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Jo, ich schaue, wie sieht es mit dir aus? Okay, also die Frage, was ist die Zitadelle, ist es die hier, was ein bisschen seltsam aussieht, oder ist es doch das mächtige Teil? Ja, glaube eher das, ja. So lang ist der Weg gar nicht, von dem her. Weiter geht's. Und dann kommt schon das erste Viech, was uns erwartet. Alter, wie die alle porten können hier. Wäre zwar irgendwie schon eine coole Fähigkeit, wenn man so teleportieren kann, obwohl ich eigentlich Magie geiler finde. Natürlich ist alles beides ist natürlich am besten die Kombination. Ich will ja ganz kurz noch was benutzen. Ne, nicht das hier. Fernkampf, okay, das war gerade was anderes. Nicht irgendwie. Ein Klingenblatt ist nur bei Blutregeneration, Du machst okay. doch nicht etwa schlapp? Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu 2 Bauernhöfen verloren. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir, hier ist es nicht ganz ungefährlich. Ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert wird. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Jo, mach ich da mal. Okay, das ist eine Riesenratte, momentan gerade egal mir. Persönlich. Weiter geht's. Ja, momentan könnte es noch beides sein, ganz ehrlich gesagt. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Das war brutal. Also drittens natürlich schon fies. Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinauf gehst, kommst du zur Taverne. Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Seit die grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr.
Aber lass uns erstmal weiter zur Zitadelle gehen. Okay. Was weißt du über die grünen Feuer? Die grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll. Um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrick reden. Erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Eldrick ist unser Druide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Sag mal, ist das der gleiche Eldrick wie aus Risen 1 und 2? Ah ne, Moment mal, ist nur Risen 2 gewesen, wa? Moment, ich will gucken, ob wir hier einen Teleportstein haben, da wäre er ganz Man nett. beschäftigt sich gerne mit Leichen. Nö. Nix, kann einfach nur reingehen. Okay, später vielleicht. Die Taverne also hier. Ah, interessant. Nein, Mann. So, dankeschön. Du. Ja, ja. Das ist sie bereits. Ach, wie mächtig sie einfach ist. Da sind noch Viecher. Gut. Weiter! Ja, hetz doch nicht so, Mensch. Ich hab doch auch Gefühle. So, wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Vielleicht kannst du die Zitadelle... Ey, Scheiße, sagt man nicht, ja? Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach runtergeht, dann ist es unsere Zitadelle. Naja, das habe ich auch schon von anderen Personen gehört. Geht doch. Jetzt kommen wir jederzeit wieder hier hin zur Zitadelle. Teleporting for the win! Nochmal ein Klingenblatt. So, wir sind da. Beeindruckend, nicht wahr? Wer hat das alles gebaut? Das waren unsere Vorfahren. Die Dämonenjäger von damals. Dunkle Krieger der alten Zeit. Doch das ist lange her. Zwischenzeitlich war hier keine Sau. Die Bauten verkamen und wurden zu Ruinen. Erst jetzt, da die Dunkelheit wieder über das Land kommt, werden wir wieder gebraucht. Also sind wir da und bauen alles wieder auf. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar. Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Jo, mach das. Okay, Leute, die mächtige Zitadelle werden wir noch nicht besuchen gehen. Machen wir erstes ein anderes Mal. Obwohl, er will ja auch hier hin, wa? Edward? Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen. So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Das stimmt. Dann erzähl mir mehr von ihm. Randolph hat sich sehr um das Volk in Kalador verdient gemacht. Darum haben sie ihn sehr verehrt. Sein Land wäre genau der richtige Ort, um als Seefahrer den Lebensabend zu verbringen. Der Blick aufs Meer, die kühle Brise. Soviel ich weiß, fuhr Randolph nie zur See. Sicher? Nein. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. Die Frage ist allerdings, ob er eigentlich mitkommen muss oder... Die Zitadelle der Dämonenjäger, geil, Mann. Könnt ihr echt mal nachgucken, wa? Wir haben ja hier nicht Piranha-Allianz mit abtrünnigen Piraten. Bis er mich findet. Jo, das stimmt natürlich. Vermutlich kommt er sowieso erst, sobald ich da halt ein großes Schiff habe. Also kann man das noch ein bisschen zur Seite legen. Erstmal hier Edwards Geburtsrecht. Jo. Wie gesagt, die Frage ist halt, muss er dabei sein oder... ich würde sagen, ich gehe lieber gerne in die Taverne gehen. Was war der ja etwas?
Was? Familie, deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Doch, mein Großvater war Dämonenjäger. Dein Großvater? Ist er nicht ein bisschen zu jung, um echter Dämonenjäger gewesen zu sein? Hör mir mal genau zu. Wenn du mich belügen willst, solltest du dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Für so eine Scheiße habe ich keine Zeit. Wir befinden uns im Krieg. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja, irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Ja, sieht sehr toll aus hier. Hast du je von einem von Dreel gehört? Natürlich. Er war ein berühmter dunkler Krieger hier in Kalador. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Viele Heldengeschichten erzählt man sich über ihn. Er soll mit seinem Schiff viele Schlachten für die Eisenbucht geschlagen haben. Schiff? Schlachten? Unsinn! Randolph ist nie zur See gefahren. Das wüsste ich. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Wer weiß das heute noch? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über ihn? Das könnte gut sein. Ich müsste in unseren Büchern nachsehen. Ja, dann mach das bitte mal. Dann quatschen wir wieder und bring es mir. Wäre ein bisschen unfreundlich. Würdest du das für mich tun? Ich brauche nur einen Moment. Warte hier. So, alles, was ich finden konnte, ist dieses sehr alte, wertlose Dokument. Der Name von Dreel steht groß drauf. Es befand sich zwischen den alten Geschichten aus den alten Tagen, als Kalador noch blühte. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Ehrlich? Naja, dann viel Spaß damit. Wir sollten darüber noch mal reden, wenn wir alleine sind. Finde ich auch. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Ich freue mich auch schon sehr auf Eldrick. Hast du was zu tun für mich? Du willst dich nützlich machen? Lass mich überlegen. Auf der anderen Seite der Lavaschlucht gibt es im Osten einen Leuchtturm. Wir haben schon eine Menge grüne Feuer rund um die Insel entfacht. Aber der Leuchtturm wurde offensichtlich dazu gebaut, um gesehen zu werden, und ausgerechnet ihn haben wir wohl vergessen. Wenn wir dort eines der grünen Feuer entzünden könnten, wäre das sehr weit zu sehen. Wenn du einen Weg über die Lavaschlucht kennst, wäre es gut, wenn du das Feuer im Leuchtturm wieder entfachen könntest. Das klingt doch geil, weil... Ja, wir wollen sowieso dorthin noch, um den Namenlosen zu finden. Ich werde versuchen, das Feuer im Leuchtturm anzuzünden. Sehr gut. Hier, nimm dieses Pulver. Damit wird es dir möglich sein, grüne Flammen zu erzeugen. Aber benutze es nur auf dem Leuchtturm. Es reicht nur für eine Ladung. Du solltest außerdem etwas Holz sammeln. Ohne wird es schwierig, ein Feuer anzuzünden. Alles klar. Das stimmt. Wo kann ich Holz für das grüne Feuer finden? Du wirst besonderes Holz brauchen, um ein grünes Feuer zu entfachen. Nicht damit es grün brennt. Dafür habe ich dir das Pulver gegeben. Sondern damit es nicht in ein paar Stunden wieder ausgeht. Im Sumpf vor dem Leuchtturm stehen uralte Bäume. Der Sumpf hat das Holz über tausende Jahre mit seinen Dämpfen und Gasen konserviert. Dieses Holz hört fast nie auf zu brennen. Wenn du 6 Stücke dieses Moorholzes findest, sollte das für eine ganze Weile reichen. Das klingt doch geil. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Was will eigentlich geht, Sprüche herstellen. Was? Bin die Magie deiner Sprüche einfach Gegenstände? Okay, die machen wir anders mal. Das Okay, Leute. ist der Stolz von Kalador. Das Herz Ja, ja. des Widerstandes. Ja, ist gut. Allein in diesen Mauern zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Ja, mich auch. So, Leute, im ersten Part gehen, wie gesagt, runter wieder zum Hafen und werden dort, also Hafen übertrieben war,
zur Bucht, wenn dort noch Mendoza mitnehmen und dann natürlich, wie könnte es auch anders sein, uns aufmachen, um den Helden aus Risen 1 und 2, sprich Namenlosen, zu finden. Jo, aber jetzt lassen wir hier noch ganz kurz hoch. Die Taverne und hier auch ein paar noch ein bisschen ausklingen lassen. Also wir ein was kaufen will und so und naja, kann eh nicht schaden. Ah, Chill hat's geschafft, cool. Was für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Aufwand. Darauf trinken wir. Manchmal frage ich mich, warum ich dich begleite. Das frage ich mich auch. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Kein Problem. Was gibt's noch ein Teleportstein? Not Geht doch. bad. Ich kann also immer zur Taverne teleportieren und auch zur Zitadella natürlich sehr gerne, sobald ich mal hier bin und so. Nicht wahr, nicht wahr? Genau. Ich wett auch, aber ich kann nicht. Oh, was für starke Arme ihr habt. Gesellt euch doch ein Weilchen zu mir und gebt etwas zu trinken aus. Ja, gerne doch. Ja, klar. Klar, ich spendiere dir einen Rum. Damen trinken doch keinen Rum. Wie wär's? Ihr gebt mir 30 Goldmünzen und ich kaufe mir später etwas Angemessenes. Jo, klar, kein Problem. Kein Problem. Hier hast du das Gold. Ein wahrer Kavalier unter den ganzen Rüpeln. Bewundernswert. Die meisten Kerle hier wissen nicht, wie man eine Frau zu behandeln hat. Zum Glück ist mein Porter nicht so einer. Porter hat also die Spendierhosen an. Ja, ständig schenkt er mir was Schönes. Neue Stiefel, ein schönes Kleid, Blumen. Ach, ich liebe ihn einfach. Vor kurzem hat er mir sogar ein kostbares Amulett geschenkt. Die Frage ist bloß, liebt sie ihn nur, weil er ihr schon ein Geschenk gemacht hat, oder liebt sie ihn wirklich? Wegen des Amuletts. Ja, mal versuchen. Du bist bei den Männern hier sicher beliebt, oder? Und ob ich das bin? Ich bin eben die schönste Frau auf ganz Kalador. Wieso fragst du? Ach, schon gut. Nicht besonders schwierig, weil es gibt ja sehr wenig Frauen hier. Schmiedet sich gerade an. Baby. So, ja. Wir haben gerade noch ein paar Quests, wie es aussieht. Auf Messer schneiden, was? Brief für Harry, genau. Brief für Piranha. Bodengang entlohnen. Stimmt, da war noch was. Okay, ein Kreuz auf der Karte. Wieso sollte ich jetzt ein... Ja, er hat den Quest-Erfolg schon, aber wieso sollte ich jetzt das Amulett nehmen? Hier steht gar nichts mehr. Von irgendeinem Amulett abgeben und sowas. Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Jo, okay, sie will es nicht mehr. Gut. Ja, geplant war es nicht, sorry. Ich dachte, jeder kriegt ein bisschen Gold und so, also direkt sie abzocken würde. Das hat mir keiner gesagt. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Zitadelle. Sag ich schon Zitadelle. Der Taverne natürlich. Entschuldigung. Also das Goldklee natürlich direkt im Sumpf drin. Kassierschlüssel. Hä? Da war eine Quest. Hey, du Penner! Was stromerst du hier so rum? Du willst doch bestimmt in die Kneipe. Was geht dich das an? Das geht mich eine ganze Menge an. Also riskier keine große Fresse, Kleiner. 100 Goldmünzen und du kannst weiter. Will ich verarschen? Du kriegst von mir gar nichts. Jetzt hör mal gut zu, du Furz. Hier mache ich die Regeln. Und weil du dich so dämlich anstellst, ist der Preis jetzt höher. 200 Goldstücke oder ich lass dich Staub fressen. Oh, Kumpel, das wird dich teuer zu stehen bekommen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein ernstes Gesicht, siehst du? Also genug mit dem Gelaber und her mit dem Gold. Leck mich! Du kannst mich mal. Das schreit ja nach einer Tracht Prügel. Na, dann komm mal her, du Wurst. So, erstmal ganz kurz speichern, nur um sicher zu gehen. Was? Zeig's ihm! Der schießt ja auch, der Arsch!
Ja klar, bewusstlos. So. Ja, der riskiert garantiert keine dicke Lippe mehr. Ich hasse Kopfschmerzen. Na, bleib liegen. Arsch. Scheiß Penner, einfach mich zu schießen. So. Noch Fragen, Alter? Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Nichts. Schon wieder, ne? Nee. Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Seit die Schatten hier die Gegend unsicher machen. Gibt genug arme Würste, die hier ihre Sorgen im Schnaps ertränken. Und denen knöpf ich dann den Zaster ab. Oha. Das ja, 90 bin noch nicht so gut. Der Part ist vorbei. Gar nicht gut. Okay, Leute, wir werden später noch mit Mo ein bisschen weiter quatschen. Ich will erst noch ganz kurz mit dem, sonst vergiss ich den noch. Mason. Hey, Hey, wie ist die Lage? die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Eldrick, hey. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zögerst du etwa? Dann lass dir gesagt sein, die Schatten zögern nicht. Und es braucht mächtige Magie, um mit ihnen fertig zu werden. Ich schaue mir erst alles an, bevor ich meine Entscheidung treffe. Du willst etwas sehen? Dann komm mit mir auf Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Alter, hat der deutlich sichtbare Adern. Menschenskind, hey. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Der Typ gefällt mir. Ja, aber das und vieles mehr, Leute, sehen wir erst wieder das nächste Mal hier bei Risen 3 Titanfall, wo wir endlich vielleicht mal in die Taverne reingehen können, ein bisschen was kaufen können und so. Und wer weiß noch alles leben werden hier auf der Insel, bevor wir dann den Helden von früher, beziehungsweise, oh, hier sind mal die Bäume, war. Beziehungsweise, wie kommt man eigentlich hier in die Brücke? Egal. Beziehungsweise, fällt mir noch was ein? Nö, beziehungsweise dann endlich mal den namenlosen oder eben, wie gesagt, den Helden aus Risen 1 und Risen 2 treffen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.